So, das 2025 ist vorbei. Ich blende dir jetzt hier oben ein, wie viel Bitcoin ich habe aktuell. Mein Ziel ist es, einen ganzen Bitcoin zu besitzen. Wenn das so weit sein wird, keine Ahnung. Aber ich dokumentiere das da jetzt auf YouTube. Wenn ich sowieso YouTube mache, dann muss ein bisschen wachsen, der Kanal. Er wächst schon, aber langsam. Aber ich brauche Watchtime. Also bleib dran bei dem scheiß Video. Kannst jetzt gerade ein Like hinterlassen und schreiben, wie viel Bitcoin du hast in den Kommentaren. Ich weiß nicht auswendig, wie viel ich habe, aber ich glaube, ich habe 1/4 oder so. 1/4 Bitcoin ist okay, aber es ist nichts. Also eigentlich, früher habe ich jede Sachen im Darknet gekauft mit Bitcoin. Und dort habe ich schon mehrere Bitcoins ausgegeben. Warte mal schnell, wo ist mein Hund? Wo ist mein verdammter Hund, Alter? Hey, nein. Ah, jetzt kommt er. Daisy, komm da an. Scheiße. Ich meinte, ich hoffe, entspannt das Video machen. Der scheiß fette Köter soll mal laufen. Investition allgemein habe ich angefangen 2018. Habe ich Aktien gekauft, Einzelaktien, Roche und so weiter. Ich war böse im Plus. Hätte ich die verdammt nochmal gehalten, dann wäre ich jetzt sicher böse im Plus. Ich habe die nachher alle verkauft und Kryptos gekauft. Das war kein Fehler, aber ja, was soll ich machen? Auf jeden Fall, ich habe es geschafft, von 0 auf 100k zu kommen. Etwa von 2018 bis 2024. Ja, das sind 6 Jahre. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Da habe ich einen Link in der Beschreibung, einen Patreon-Link. Das ist kostenpflichtig, also es hat auch Gratis-Videos, die ihr schauen könnt. Hey, ich muss immer schauen, der scheiß Köter ist so langsam. Hure übergewichtige, fette Chihuahua. Also, das müsst ihr nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr schauen. Ich fange nochmal an, von 0 auf 100. Weil ich es schon mal geschafft habe. Ich investiere dort 50 Stutz pro Woche. Vor allem in den ETF, den Nasdaq 100 und in Bitcoin. Und ja, das ist wirklich nur für blutige Anfänger. Also wenn du schon vorgeschritten bist oder so, macht es null Sinn, dort reinzugehen. Ich muss schnell halten, ich muss meinen scheiß Hund anrufen. Scheiße, ich habe vorher einfach weiter aufgenommen. Und im Hochformat. Aber da auf YouTube musst du ja im Querformat. Eben, was ich wollte sagen, bei dem Patreon mache ich eben 50 Stutz pro Woche. Und das kann eigentlich jeder Vollidiot investieren. Auch Leute, die auf dem RAF sind oder wirklich wenig verdienen. Weil jeder Junkie kann zum Beispiel 50 Stutz für einen Fuffi auftreiben oder für sonst irgendeine Droge. Das schafft er auch immer. Also 50 Stutz in der Woche auftreiben zum Investieren, das schafft jeder. Das sind 200 Stutz im Monat. Das ist nicht so viel. Wird sehr wahrscheinlich, wenn irgendeine Kryptowährung explodiert, ein Jahrzehnt gehen, bis ich 100k erreiche. Aber man erreicht es. Früher oder später. Also nicht investieren heisst für mich Dummheit eigentlich. Wer nicht investiert, ist meiner Meinung nach, also nicht, ja doch, es ist eigentlich schon dumm. Weil heutzutage kann man sich überall informieren, auf Social Media und so weiter. Man kommt gar nicht darum herum um das Thema. Nur schon um das Thema Bitcoin. Ich weiß nicht, wie im Jahr 2026 sind wir ja noch nicht, aber sehr wahrscheinlich, wenn ich das Video poste, ob er noch nicht in Bitcoin investiert ist, verstehe ich nicht. Also es muss jeder... Also was ich mache zum Beispiel ist das Kindergeld von meinen Kindern. 50% davon, ich habe 2 Kinder, tue ich in Bitcoin. Dann haben wir auf Swissquote das Depot eröffnet. Und dort geht immer das Geld in Bitcoin. Ich kaufe einfach Bitcoin, scheißegal welcher Kurs. Das heisst Dollar Cost Average, oder du monatlich einkaufen, egal bei welchem Preis. Und ich erkläre das wirklich sehr gut dort bei dem Patreon. Ich habe sogar Screenaufnahmen gemacht, nicht Screenshots, Screenaufnahmen. Wenn ich dort etwas kaufe. Und das könnt ihr dort anschauen. Aber es kostet halt $10. Du kannst auch das abonnieren, dann kannst du es wieder künden. Dann hast du Videos gesehen. Aber ich mache das nicht zum Geld verdienen dort. Ich habe vielleicht jetzt $190 verdient oder so. Kann man es nicht mal auszahlen lassen.
Es ist einfach, weil mich mega viele Leute fragen, wie ich das mache und so. Es ist ja nicht so, dass ich irgendetwas Krasses erreicht habe. Das ist wirklich nur für blutige Anfänger, aber ich versuche die Anfänger, also die Leute, dazu zu motivieren, zu investieren. Da vorne ist ein Hund. Und mein Scheissköter-Welt, Daisy kommt da. Es ist verdammt mühsam, so Videos machen. Ich gehe extra raus, die Videos machen, weil die habe ich 2 Kinder. Und da draussen habe ich den Scheissköter, Alter. Ja. Übrigens bin ich bald in Dubai, mache ich dort noch 1-2 Videos. Wenn ihr das gut findet, solche Videos. Wenn ich so Zeug schnurre einfach beim Laufen, dann gebt dem Video ein Like. Kommentiere, ja, mach weiter oder hör auf, so passt. Könnt ihr auch reinschreiben, das ist auch gut für den Algo. Ja. Eben, und wieso? Man muss ja das Ziel haben, wieso tut man eigentlich investieren, oder? Wieso investiere ich? Weil finanziell frei werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr. Für das habe ich viel zu spät angefangen. Du gehst auf die 40 zu, aber wenn du jetzt das Video siehst und du 20 oder so bist, und du jetzt 20 Jahre lang, also hast 20 Jahre mehr Zeit als ich, und wenn du dann an dem Punkt bist wie ich, dann bist du reich, Alter, finanziell frei. Finanziell frei heisst, die können alle eins lutschen. Du kannst es hängen. Du musst nicht für den oder den arbeiten. Du hast genug Geld, dass du passives Einkommen hast. Zum Beispiel kannst du dir Einzelaktien nachher kaufen, wenn du mega viel Geld hast, die dir Dividenden zahlen. Und dann kannst du von deinen Dividenden leben. Scheiße, mein Hirn ist eingefroren. Ich kann gar nicht mehr richtig schnurren. Aber eben, so, wenn du zum Beispiel in Dividendenaktien investieren willst, habe ich alles versucht. Ich habe schon mega viel versucht. Ich könnte eigentlich über das mal ein Video machen, was ich alles falsch gemacht habe, damit euch das erspart bleibt. Ich habe zum Beispiel in Dividendenaktien investiert. Da kommst du, eine Dividendenaktie ist eine Aktie, die du kaufst und die Firma gibt dir Anteil von der Firma, die dir auszahlen. Das heisst, du kommst ein bisschen Geld über. Das wird meistens jährlich ausgezahlt, aber es gibt auch Aktien wie Cola und so, wo es dir alle 3 Monate, also quartalsmäßig auszahlen. Du kommst alle 3 Monate so und so viel Cash über, aber wenn du dort irgendwie 1000, 2000 Stutz investiert hast, das macht null Sinn. Du kommst 2-3 Stutz über oder so. Pro 3 Monate oder pro Jahr. Aber wenn du über 100'000 von Franken investiert hast, dann kannst du sogar von dem leben. Plus den Kursanstieg, von dem kannst du auch profitieren. Dann habe ich noch REITs versucht, das heisst, glaube ich, Real Income, irgendetwas, ich weiß nicht, wie es heisst. Das tut jeden Monat auszahlen, aber auch dort. Ich kann vielleicht 4'000, 5'000 Stutz drin haben. Das tut so wenig auszahlen. Macht in meinen Augen keinen Sinn, mit wenig Geld dort reingehen. Aber eben, wenn du 20 Jahre jünger bist und die ganze Zeit investierst, wenn du nur schon den Bitcoin-Kurs anschaust, ich blende es da ein, der Bitcoin-Kurs vor 10 Jahren, also im 2016. Und schau mal, wo wir jetzt stehen, obwohl er jetzt runter ist. Du bist immer noch voll im Plus. So, ich glaube, das Video ist ein riesen Durcheinander. Ich weiß gar nicht, um welches Thema es geht. Ich muss investieren und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Aber schreibt mir in die Kommentare rein, was für ein Thema ich konkret ansprechen nächstes Mal, was euch interessieren würde. Und dann mache ich das bei meinem nächsten Spaziergang. Aber am 19. bin ich in Dubai. Und dann habe ich vielleicht nicht so ich weiss nicht, ob ich Schnudder an der Nase habe. Weil es so kalt ist. Es ist arschkalt. Ja. Also macht das. Falls ihr das fühlt, solche wie Spaziergangsschneiderli Gespräch, dann könnt ihr das mir gerne sagen, mit einem Like bestätigen. Ja, wenn nicht, dann macht ihr einfach gar nichts, scheißegal. Alter. Dann lasse ich es auch wieder sein. Ja. Dann wir mal schauen miteinander. Also, merci vielmals und schönen Abend.